von nah und fern. Miteinander wollen wir diese Feier einfach in uns hineinnehmen und nach außen hin zum Ausdruck bringen, was so wichtig ist, dass niemals das verstummt, was in der Welt sein soll. Dass die Musik uns immer weckt, dass Menschen uns immer wieder ans Herz legen. Die Lebensfreude und die Dankbarkeit. Hier sind wir verbunden. In der Natur mit so vielen, die auch in der Natur ihre Heimat haben und ihre Aufgaben erfüllen. Nicht gegeneinander ausspielen dürfen wir uns, sondern miteinander zusammenspielen. Die Natur, die Technik. Genauso wie wir Menschen, der Flora und Fauna, die Reitergruppe, Tourismus, Landwirtschaft, die Jagd. Alle, die die Natur erhalten möchten, Naturpark, Gedanken hochhalten und hineintragen in die Bevölkerung. Freude und Dankbarkeit muss aber zugleich die Nachdenklichkeit haben. Nachdenklichkeit, damit die Verantwortung hier zum Zug kommt. Die Berg- und Naturwacht hat es immer wieder hier auf diesem Platz, an diesem Ort und im Sölkpassgebiet zum Ausdruck gebracht und der Bevölkerung immer wieder anvertraut. Der Herr Bergtaler Sepp in besonderer Weise, der es mit seinem Gedanken immer wieder hier bei diesem Anlass gesagt hat und uns ans Herz gelegt hat. Auch heute wollen wir es uns zu Herzen nehmen. Es soll die Schönheit der Welt, die Freude an diesem wunderbaren Platz und an der Natur selber schon zu uns reden, dass wir nicht viel schwätzen müssen und sagen, sondern einfach in uns aufnehmen und lebendig machen. Das Vertrauen zueinander, die Bereitschaft, miteinander zusammenzuspielen und Gottes schöne Welt, den herrlichsten Dom, als unsere Heimat, als die gemeinsame, zu gestalten. Den Segen Gottes erbitten wir für die Pferde heute und für die Reiter, für die ganze Natur, die Tiere, die Blumen, die Pflanzen und in besonderer Weise für uns Menschen. Der Segen Gottes, der alle erfüllen möchte, der nicht von selber kommt, sondern für den wir uns öffnen müssen. Und wie oft wir auch hierher kommen oder drüber fahren, immer wieder soll uns die Freude an dieser schönen Welt erfüllen. Immer wieder soll uns das hinter sich lassen, was wir sagen, es ist die Ebene, es ist die Dunkelheit, die oft uns erfüllt, oder die Traurigkeit und das Leid. Kraft schöpfen in der Natur.